Ja, also wie ich gecallt habe, ich bin das erste Mal von Deutschland ausgeflogen. Das heißt auch, dass ich mittags fliege. Ich hab okay, Leute, aber ich hatte gestern einen... Ich sag ehrlich, es war nicht schlimm. Ich fand's nicht schlimm. Es war... Ich würde sagen, ich habe das Missgeschick so gut es geht ausgenutzt. Guck mal, da bin ich hier... Guck mal, alle haben am Flughafen gewartet auf Taxi, alles. Ich dachte mir, tschüss. Da war ein E-Scooter. Ich dachte mir, okay, ich hab zwar jetzt Koffer, aber es ist nicht so deep. Ich fahre einfach. Ich bin auf einer Insel. Ich fahre Guck mal. mit dem Scooter mit meinem Gepäck. Da bin ich da rumgefahren, da war ich alleine essen, war auch überhaupt nicht schlimm. Hab mir 2 Sachen bestellt. Einmal einen fetten Burger mit Pommes und dann nochmal Chicken Sandwich, die auch fett waren. Als ich das bestellt habe, meinte die Frau zu mir, for you? For you only? Ich meinte, yeah, for me. Meinte sie, oh, but it's big. I don't think you can do it. Meinte, yeah, I didn't eat anything today. It will be okay. Dann meinte sie, okay. Sie bringt mir Essen. Digga, ich hab gegessen wie ein Macher, Digga. Und dann, sie kommt einfach zurück. Wisst ihr, was sie sagt? Bruder? Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war so. Sie kommt zu mir und von so weiter weg, sie sagt auch noch lauter, damit die alle hören. Oh, good boy. Digga, sie nennt mich good boy. Bro, sie sagt vor allen anderen im Restaurant, 30 Monate, let's oh, go, good boy. Digga, ich sitze da alleine im Restaurant. Kellnerin kommt zu mir und sagt einfach, oh, good boy, you eat anything, you eat all the food. Good boy. Ich dachte, Digga, was? Wie bitte? Hab ich mich gerade verhört? Oder? Aber es war lustig. Wie alt war sie? Ja, sie war alt. Leider. Ich würde sagen, ich würde schätzen 35, 40, diese Type Sheep. So, dann hat Valentin mir noch geschrieben, ich zitiere, wahre Simas brauchen keinen Partner zum Überleben, sie finden selber im Urwald zurecht. Geil, Bro. Ich hab alles verstanden. So, kleiner Statusbericht wieder. Ich bin am Strand. Das ist so leise, Digga. Niemand ist hier. Digga, ich sag, das hatte auch Loki Aura. Da war so ein fetter Strand, nicht eine Menschenseele und es war nicht mal so, dass das Wetter so kacke war. Es waren ein paar Wolken da, es war windig, aber ich war oberkörperfrei danach die ganze Zeit. Keiner da, das war so ein Vibe, Digga. Ihr checkt nicht. Nur ich und jetzt Wasser, Leute, guck mal. Bro, und da bin ich danach alleine einfach gelaufen mit so Musik. Ich schwöre, kann sein Top 3 Momente in diesem Jahr für mich. Das war so geil. Ich hab einfach gewiped. Checkt ihr? Bruder, ihr wisst, was ich meine. Hätte da mies nackt ins Wasser gedippt. Ich hab kurz überlegt, ob ich das machen soll. Aber dann war ich so, nee, weil ich war mit Koffer und so da, Digga. Ich war mit Koffer, Rucksack da. Ich musste noch Ferien nehmen und so. Ich war so, ja, nee, unchillig. Und ich ist so gelaufen. 3-mal könnt ihr raten, was das meist kommentierteste Thema unter der Story war. Ihr könnt ja mal raten. Haare. Willst du dir nicht mal neue Haare machen? Versteck lieber deine Haare. Deine Haare so richtig scheiße aus. Ja, Bruder, bitte. Oh mein Gott, Digga. Also reicht. Na, es war diesmal nicht Ader. Es war Haare. Dann bin ich nach Madeira gegangen und das war's, glaube ich, ne? Oh, ne, dann Mbappé, Digga. Ich sage euch so, wie es ist. Ich habe schon die ganze Zeit privat auch gesagt. Nach der WM ist Mbappé mein Nummer 1 Gott wahrscheinlich. Was ist das hier? Das habe ich nicht gesehen. Digga, hat er 6-7 gemacht gegen Japan? Digga, warum sehe ich das jetzt erst? Ich habe ja da gestreamt, Digga. Ich habe zweite Hälfte nur gesehen. Das war sogar zweite Hälfte. Bro, was? Das habe ich nicht gesehen. Digga, das war noch ein 1-1. 1-1, er macht 6-7. Wie geht's? Danke noch für das Essen. Digga, Alter. Bro, warum? Warte, bin ich das? Warum machst du mich so zum Hund, Digga? Digga, ich bin dein Hund. Hä? Goldkarte-Update. Ich gebe euch ein Goldkarte-Update, Leute. Ich bin off-Stream nochmal hingegangen, hab gefragt und guck mal, off-Stream sind sie ja immer am ehrlichsten. Und das hat sich nicht nach einem Nein angehört und auch nicht nach dem Unmöglich. Also die meinten, die gucken. Also ich mach noch mal was mit denen so in 2 Wochen oder so. Geheim. Ich weiß nicht, ob es geheim ist. Auf jeden Fall,
Die meinten, also die haben auf jeden Fall so geredet, also guck mal, die hätten ja auch einfach privat sagen können, guck mal, das ist so und so, nee, Digi. Haben die aber nicht. Okay? Also, meine Vermutung ist, es könnte die Möglichkeit bestehen. Mal gucken. Digga, das wäre krass. Ich meinte auch noch zu denen, das wäre mein Kindheitstraum. Digga, Goldkarte, auch wenn nur für einen Monat, Digga. Einfach nur diese Karte haben. Was ist das hier? Ihr habt uns belächelt, Paraguay-Land! Die haben euch gesagt, ich bin ein Harambol! Was glaubt ihr, wir hatten auch 50 Schüsse gegen die! Ihr habt uns ausgelacht, ihr habt uns belächelt, ihr habt Ich muss mal ganz kurz lauter machen, Digga. Deswegen ist das so leise. gesagt, wie kann man rausfliegen? Karma, tut mir leid! Wir haben euch gesagt, Paraguay ist eklig! Versteht ihr uns jetzt? Ach, Digga, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Alter, können wir drüber reden, wie verfickt scheiße Deutschland ist? Aber, muss man auch sagen, also ich sag egal wie, also Schiri, kompletter Versager, also wirklich kompletter Versager, aber 6,7 Monate nicht trotzdem, vorgelesen. es ist Was trotzdem stellst du verdient, dir dass vor, wie Deutschland die raus Goldkarte ist. Digga, funktioniert? Deutschland hätte wirklich, oh mein Gott, wäre Deutschland jetzt noch drin, die würden so einen riesen Dildo mit Vaseline in den Arsch geschoben bekommen von Frankreich. Also, ich sag besser für Deutschland, dass sie raus sind. Also wirklich, Bro, also Frankreich ist ja so geistkrank auf deswegen... Frankreich, Leute! Frankreich, ich bin jetzt... mein Halbfranzose kommt jetzt bei mir durch. Ich bin jetzt für die Franzosen. Frankreich! Aber ich bin auch low-key für Portugal, aber Portugal wird sich... Also Portugal wird niemals gegen Frankreich gewinnen. Niemals. Lieber gegen Frankreich verlieren als gegen Paraguay. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, das habe ich auch gar nicht gesagt. Chat, ich war Public Viewing Berlin vor der Uber-Arena. Ich dachte mir, erste Mal Public Viewing Deutschland. Ich bin dabei. Digga, ich hatte Angst. Bro, guck mal, ich war schon öfter Public Viewing in Portugal, war übergeil jedes Mal. Ich war das erste Mal in Deutschland. Digga, ich hatte Angst. Also das sagte ich, okay, das hört sich übertrieben an, aber ich hatte Angst um mein Leben, Digga. Da haben Leute, also da waren so viele Opfer, die besoffen waren und Streit angefangen haben. Da haben sich so viele geboxt. Da haben so viele Glasflaschen geworfen. Da haben teilweise welche Glasflasche auf den Bildschirm geworfen, dass Pixel abgestorben sind. Digga, und nachdem Deutschland verloren hat, Crash out. Alle Glasflaschen rumgeworfen, es haben Leute sich geprügelt, wir sind direkt weggegangen. Wir haben danach noch TikTok gesehen, dass die Polizei und alles, also direkt nachdem wir gegangen sind, kam Polizei und dann ist alles eskaliert. Digga, also, Bro, bitte. Digga, schaut doch einfach das Spiel und boxt euch doch nicht. Also, ich glaube, ich gehe nie wieder, zumindest nicht in Berlin, Public Viewing, Digga. Also, das ist ja schrecklich. Ich hatte wirklich Angst, dass ich auch von hinten einfach irgendwie so, also guck mal, bei mir ist ja noch mal, also ich bin, okay, damit das jetzt nicht wieder abkommt, aber das sind ja Leute, die mich kennen, okay? Leute, ich bin bekannt. Digga, das sind Leute, die mich kennen und ich bin, wir waren so eine Gruppe und dann sind wir da hingegangen und Jaik hat uns gesagt, wir sollen da hinkommen und Jaik hatte so eine Freundesgruppe, die da auch war und die hatten so ihren Platz da in dieser Menschentraube. Und sind wir durch diese Menschentraube gegangen und da waren so Leute, hä, ist das nicht Hugo, ist nicht Hugo? Und dann war gerade Hydration Break, dann wurde da nichts mehr angezeigt. Digga, auf einmal alle, Digga, da wo wir waren, alle schreien meinen Namen. Ich dachte so, hä? Digga, guck dir nicht das Spiel und ich guck da so, Digga, Hydration Break, GG's. Digga, die haben alle Hugo, ich schwöre, okay, war Loki Aura, war krass, war cool, aber danach wussten die, okay, der ist da. Versteht ihr? Da habe ich mich so beobachtet gefühlt die ganze Zeit. Digga, da waren so hinter mir, okay, die waren aber nett, glaube ich, die waren lustig. Da waren hinter mir so welche, wenn Deutschland verliert, alle auf Hugo! Da war ich so, ja, okay, unschuldig bisschen, aber gut. Ich war so, wie bitte? Was habt ihr gerade gesagt? Nach Abpfiff, der hatte Purge. Nein, das war wirklich, also ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst. Berechtigt, sage ich. Digga, oh mein Gott, und das muss ich auch noch sagen. Bro, Tar wurde vergöttert, als er das Tor geschossen hat in der Verlängerung. Dann wurde es natürlich abbekannt vom Schiri. Ich sag, also Katastrophenentscheidung, sage ich. Katastrophenentscheidung. Auf jeden Fall, er wurde vergöttert, er wurde gefeiert. Okay? Dann wurde er weggenommen, bla bla bla. So, dann er verschießt Elfmeter, er wird totbeleidigt. Er wird totbeleidigt, seine ganzen Familienstamm wird beleidigt, auf Instagram, auf Twitter, überall. Dann kommt raus, 3 andere Spieler wollten sich nicht trauen für Elfmeter, aber er hat sich getraut und jetzt wird er wieder vergöttert. Ey, bitte, bitte. Also wie wär's, wenn ihr einfach nicht beleidigen, wenn jemand irgendwie, also Digga, er wird gefeiert, er wird gehatet, er wird gefeiert. Digga, also das ist so dumm alles. Der Arme.
Hat nicht mehr auf Bild gepasst. Das hier. Hä? Na, guck mal. Ich wollte nur ein Autogramm, Hugo, bitte gib die Karte zurück. Der hat, ich schwöre bei Gott, der hat davor gesagt, nein, hier, ich schenk dir die Karte, ich schwöre. Guck dir das mal an und ich grüße den Chat. Ich werd dir gerade gefickt. Ich hab das sogar hingeschrieben, glaube ich. Ja, wahrscheinlich wurde ich wieder geshadowbannt und meinen Kommentaren null. Hier. Bro, du hast gesagt Geschenk. Er hat gesagt Geschenk, ich schwöre. Hallo, ich meinte Autogramm. Was? Nein. Er oder sie hat gesagt Geschenk. 100%. 100%. Eine ganze Menge, also es sind 10, 15 Meter, aber es ist brutal heiß. Blutofen. Ich schwitze mehr als Nagelsmann, wenn er Undaf spielen lassen muss. Das ist unglaublich. Das hab ich gar nicht gesehen. Hab mich so gefreut. Oh mein Gott, das war so geil. Digga, das wird auch gefeiert. Digga, er wurde die ganze gefickt von diesem Bastard. 6.767. Digga, und dann geht er einfach rein, Bro. Digga, er ist auch noch lucky, dass er eine gelbe bekommen hat. Ja, wieder das Duell gegen Galassa. Das ist jetzt nicht und dafür die Revanche. Natürlich. Geil. Ja, der hatte jetzt mal die Schnauze voll. Verstehe ich auch. Das war richtig geil. Das wie ich mit meiner Freundin das Deutschlandspiel gesehen habe. Ist denn jetzt gleich Elfmeter, Ali, danach? Nee, Oder, Verlängerung. oder wie lange ist Verlängerung jetzt? Kannst aber abhauen danach. Nein, ich will jetzt zu Ende sehen jetzt. Ja, dauert eine halbe Stunde dann. Ach, nochmal 30 Minuten spielen. Ja. Krass. Hä? Und danach ist der Elfmeter. Ja. Wenn kein Tor fällt. Mbappé. Boah, das hab ich, Digga. Bro, ich hab während meiner gesamten Schifffahrt konnte ich das Spiel gucken, Digga. Bro, aber das war so kacke, ne? Ich war auf diesem Schiff. Ich war in so einem Raum, Digga. Das war so. So ganz hinten war so ein kleiner Fernseher und ich war so ganz hinten. Bro, ich hab wirklich so 5% von meiner Augenvision war dieser Fernseher. Ich musste richtig meine Augen so. Ja. Ja, Klassiker. Wann spielst du das Game endlich? Ich bin so am Kochen! Bro. Ich glaube, Bela kocht nicht. Ich glaube, Bela. Es ist unmöglich, Leute. Also, guck mal, erstens, ich wurde von nicht einer Person gefragt, ob ich das spielen will. So. Zweitens, dann dachte ich mir, okay, wenn keiner mich fragt, frag ich andere. Habe ich versucht. Ja, da wurde, also es haben, ich glaube, Wichtiger meinte ja, Rose meinte ja. Ich glaube, das war's dann auch schon. Oder? Also zu dritt ist ja auch scheiße. So. Also ich glaube, das hab ich auf jeden Fall nicht genug gemeldet. Hat das irgendeiner mitbekommen? Wir waren in Berlin und bei diesem Brandenburger Tor und da war einer, der so gestreamt hat. Und da habe ich ihn gefragt, wie er heißt und habe das in meine WhatsApp-Gruppe gepackt. Und da haben wir versucht, in seinen Stream irgendwie rein zu crashen. Danke für das Bild, Bro. Ja, kein Ding, Bro. Digga, da war so einer, der hat so ein Bild gemacht. Guck mal, ich bin zu faul, irgendwas zu sagen. Ich sag einfach gar nichts. Da hat jemand so ein Bild gemacht. So, das ist das Bild. Hier bin ich. Hier ist er. Ich sag da auch mittlerweile einfach gar nichts. Ich denke mir, ja gut, also wenn er das Bild okay findet, ja gut, tamam, dann mach. Hast du den gesehen? Ja, ich muss leider sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich es lustig. Als ich diesen Clip hier gesehen habe, fand ich es sofort unlustig as fuck, weil, guck mal genau hin, das ist irgend so ein TikToker, YouTuber. Er hat die Kamera dem Typen schnell gegeben, damit er filmt und hat dann erst geactet. Das macht so richtig unnatürlich. Checkt ihr? Der hat die Bilder gezeigt und sich drüber lustig gemacht. Oh my god. Was? It is so cringe! Okay, look, so, if you guys remember, this is so cringe though. It is so cringe. The fuck is that nonchalant, bro? How did she take a photo? Like, what was... I thought they're gonna... Oh my god.
Digga, warum zeigt sie das? Warum fickt sie mich so, hä? LOL. Mann, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut, dann habt ihr die Fotos ja doch, also es gibt noch mehr, aber sie hat die guten Fotos, zeigt sie zum Beispiel nicht. Bitte schick mir, nein, auf gar keinen Fall, Luca. Auf gar keinen Fall schicke ich dir das nicht. Fuck you talking about? Ich sag, 6-7 kommt so langsam wieder zurück. 6-7 hatte jetzt so 2 Monate eine Down-Phase, aber jetzt kommt es wieder zurück, sage ich. Aber, ja. Marcel aus Berlin. Macho, Model, maskulines Meisterwerk. Wieder blonde Haare. Wait, ist das der? Wer ist das überhaupt? Was denkst du, wer Weltmeister wird? Frankreich. Ich würde es am meisten Portugal gönnen, aber Frankreich. Frankreich ist ein Löwe, der eine Woche lang nichts gegessen hat und alles verschlingt, was ihm vor die Nase kommt. That's not a bad one. I cannot. Ich bin so ein... Ich hasse Fotos von mir. Ich bin so ein... Ich kann es nicht sagen gerade, aber Zuschauer getroffen A-Foto, ja. Digga, Hugo, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an dich denken. Sag her. Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war und das war natürlich der Fehler. Angst. Ich habe von niemandem Angst auf dieser Welt. Genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht bei mir. Warum musst du an mich denken, aber? Ich bin ja nicht, Chat? Ist das heiß? Ich schwitze. Ist das heiß? Oh yeah, so eine Hitze. Hä? Was ist das für ein Song, aber? Puh, ist das heiß. Ich schwitze. Puh, ist das heiß. Oh je, so eine Hitze. Digga, warum kennt sie den Song und ich nicht? Ich hab das noch nie gesehen. Noch nie. Puh, ist das heiß. Da hilft mir jetzt nur eines. Puh, ist das heiß. Ein Eis und zwar kein kleines. Schokolade und Zitrone. Schleck. Ich hatte heute ein Eis, Digga. Ich hatte heute eine verrückte Sorte. Und zwar Ananas-Zimt. Hattet ihr das schon mal? Ananas-Zimt? Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr bei Brasilianer wart. Bei so einem All-You-Can-Eat-Brasilianer. Die kommen ja immer mit so Fleisch. So an so einem Stab. Und am Ende gibt's immer so mäßig gegrillte Ananas. Also das ist so Ananas, die so warm gemacht wurde, aber so low-key karamellisiert mit so Zimt. Und das schmeckt 1:1 wie das. Aber wenn ihr nicht kennt, dann, ja, ist scheiße. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber es war lecker. Es war lecker. Ich hatte ein Eis einfach. Ein Eis. Ja, 1, 2, 3. Ja, arigato. Ja, 1, 2, 3. Ja, 1. Ja, das war so peinlich in Real Life, ne? Wallah, ich verstehe nicht, warum ich das gemacht habe. Ich muss zukünftig bei TikToks Nein sagen. Ey, mein Lieben, keine Fotos. Was geht? Tim Gio erlaubt keine Fotos von Fans. Ja, heimlich Fotos machen. Boah, ich habe das erste Mal Nein gesagt zu Fotos, Chat. Ich bin sehr stolz auf mich. Als ich in Berlin war, Public Viewing, während das Game lief, kamen da welche, wollten ein Foto. Ich meinte, nein, während des Games nicht. Ja, Leute. Kacke. Ja, bitte löschen. Ey, mein Lieben, keine Fotos. Leute, er hat die beleidigt. Das habe ich nicht. Deutschland vor. Noch ein Tor. Ist das gut? Deutschland ist gut genug. Ist das gut? Deutschland ist gut genug. Ist das Schlimmste, was ich in den letzten 7 Tagen gesehen habe. Mein Tag ist ruiniert um 21:09 Uhr, Digga. Das ist fatal. Es geht los. Erste Minute läuft Deutschland gegen Paraguay. Top 2. Hast auch bei dem IRL-Stream den kleinen Jungen im Krücken Nein gesagt? Was laberst du? Wann habe ich denn Nein gesagt? Das wir. Es kommt voll laut über das Klatschen. Ja, ist gut. Und jetzt kommt schon. Und ja! Es ist unglaublich. Digga, warum ficken die den so? Er ist doch rübergesprungen. Hurensohn, Digga. Das geht nicht. Das geht nicht, Bruder.
Bruder, das war meine Bertha. Was soll das denn? Ich hab den Kill bekommen. Ich hab den gespawnt. Ich habe das Rezept gedroppt und ich habe es ihm gegeben, weil das seine Kuh war. Danke, Exe, du bist der Beste. Danke, ich bin asexuell und fett. Bruder, das war meine...